herrlich die Gnade. König Jesus Christus ist sein Name. Als von den Toten auferstand, bitten sie in seine Hand, sind wir nun für alle Zeit befreit. Das. Wir sind befreit durch Jesus. Halleluja, er hat den Sieg errungen. Hey, so schön sind ihr alle da. Ich möchte auch alle daheim, die eingeschaltet haben, begrüßen. Schön sind ihr dabei. Wir werden gerade weitergehen, noch ein bisschen im Lobpreis und unseren Gott einfach erheben und ihm Danke sagen für das Geschenk, das er da hat. Für Jesus als Kreuz. Halleluja,
heisst, wir sitzen mit ihm auf dem Thron. Wir herrschen mit ihm. Das ist unser Stand, den wir heute schon haben. Wir sind wohl noch da, aber wir herrschen mit ihm zusammen. Und wir können herrschen in unserem Leben. Und auch wenn du irgendwo ein Problem hast, wir haben alle immer irgendwo ein Problem, das Leben fordert uns raus. Aber Gott ist grösser. Und er ist mit dir. Und auch wenn du es noch nicht siehst, er ist dran. Und er hat es vollbracht. Und ich werde euch einfach ganz kurz etwas vorlesen aus dem Epheser. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihm mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Und das wollen wir tun. Wir wollen ihn erheben und ihm alles Lob geben. Die Sonne helle strahlen und lass Dunkelheit vergehen. Du dein Wort lässt immer wieder ganz neues Leben entstehen. Du liebst den, der es nicht verdient hat, und im Schwachen hilfst du auf Bein. Wählst den Tod für meine Rettung und du machst mein Leben neu. Es ist niemand so wie du. Größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer noch als Meer. Und was du sagst, bleibt für alle Zeit bestehen. Darum hält ich fest an dir, dem Schöpfer von der Welt. Und lass Dunkelheit vergehen. Du dein Wort lässt immer wieder ganz neues Leben entstehen. Du liebst den, der es nicht verdient hat, und dem Schwachen hilfst du auf Weih. Wählst den Tod für meine Rettung und du machst mein Leben neu. Es ist niemand so wie du, Jesus. Für alle Zeit bestehen, darum hält ich fest
danke, dass du heute Morgen da bist, dass du wirkst, dass du redest. Herr, wir sind da für dich und wir möchten uns auftun für diese Rede heute Morgen. Amen. Amen. So, ich darf gerne Platz nehmen. Nachdem ich letzte Woche krank war, habe ich heute einen neuen Versuch, den ich machen darf, zum Predigen. Und wir dürfen reden über Jesus und meine Bedürfnisse. Und ich würde euch gerne mitnehmen in meine Studiumszeit, weil während meiner Studienzeit hat Gott mich ein bisschen auf die Probe gestellt. Ich weiss nicht, was für euch Entspannung ist. Für mich war es eine mega lange Zeit zu gamen. Ich habe das schon in meiner Kindheit angefangen und es war immer so ein Spiel, das ich mir jedes Jahr neu gekauft habe. Und zwar war das FIFA. Das ist so ein Fußball-Simulationsspiel. Und ich habe das stundenlang wirklich gezockt und gespielt und alles. Und es ist dann, je älter ich geworden bin, ist es auch immer mehr so ein bisschen mein Weg geworden zum Abschalten. Und ich würde sagen, ich war so einigermaßen gut drin, weil ich gegen sehr viele von meinen Kollegen gewonnen, wenn ich gegen sie gespielt habe. Und mit einem Kollegen habe ich dann mal so einen Plan ausgeheckt und wir haben gesagt, komm, jetzt geben wir mal Vollgas und schauen, wie weit schaffen wir es online so in die Rangliste rein. Und wir haben dann online gespielt. Wir haben uns über Weihnachten, Neujahr wirklich beide in unsere Zimmer eingesperrt und haben gespielt ohne Ende. Und am Schluss sind wir wirklich in den Top 10 auf der Weltrangliste gelandet. Und das ist so mein grösster Erfolg in meiner Gaming-Karriere gewesen. Das wäre jetzt der Moment für einen Applaus eigentlich. Genau, auf jeden Fall. Das ist so, dort war ich um die 20 gewesen, und dann später bin ich ins Studium gekommen und ich hatte die Gewohnheit immer noch so ein bisschen gehabt. Und es war mein Weg zum Abschalten. Und in meiner theologischen Ausbildung haben wir amigs so Gebetsmorgen gehabt. Und am einen Gebetsmorgen redet Gott zu mir und er sagt, hey, hast du nicht das Gefühl, dass du die Zeit, die du fürs Gamen brauchst, dass du deinen Fokus ein bisschen anders setzen könntest im Leben? Und ich so, das kann nicht Gott gewesen sein. Das ist irgendwie komisch. Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, hey, das Gamen hat so einen hohen Stellenwert in meinem Leben. Und Gott hat mir gesagt, hey, hör auf Gamen und ich glaube, du wirst so viel ein erfüllteres Leben haben und du wirst so viel Zeit auch fürs Anderes haben. Und ich habe Konsequenz gezogen, meine Playstation eingepackt und sie nie mehr auspackt. Und seither spiele ich nur noch im Unlocked ab und zu FIFA. Und ich muss sagen, ich bin jetzt Anfangs 30. Und es tut mir manchmal schon noch gut, wenn ich so gegen die 16-, 17-Jährigen immer noch gewinne und immer noch merke, gerade letzten Freitag habe ich gegen Person, ich nenne jetzt keinen Namen, habe ich 6-0 gewonnen und ich habe gemerkt, es macht mega etwas mit mir und darum ist es gut, dass ich aufgehört habe mit Gamen. Genau, so viel zu mir und meiner Playstation. Bei dir ist es vielleicht nicht das Gamen, aber wir alle haben Bedürfnisse in unserem Leben. Ich habe mal recherchiert, wie der Begriff eigentlich so definiert wird. Und der Duden sagt einerseits, dass ein Bedürfnis ein Wunsch oder ein Verlangen nach etwas ist, ein Gefühl nach einer Sache oder nach jemandem zu bedürfen oder dass wir etwas nötig haben. Oder auch eine materielle Lebensnotwendigkeit, die man unbedingt zum Leben braucht. Schon noch eine starke Definition und in der Psychologie wird das auch noch ergänzt, dass ein Bedürfnis oft ein Zustand oder das Erleben von einem Mangel verbunden mit dem Wunsch, ihn zu beheben ist. Oder dass es sich nach einem empfundenen oder tatsächlichen Mangel handelt. Ich habe gedacht, das ist schon noch spannend, dass das so stark ist, dass wir Verlangen und Wünsche haben, dass es Lebensnotwendigkeiten sind. Wenn ich dann so denke, dass das Gamen für mich eine Lebensnotwendigkeit ist. Ja, genau. Und für alle, die mal eine Lehre gemacht haben oder sonst sich mit dem auskennen, es gibt den Maslow, der hat so eine Pyramide gemacht, so die Bedürfnispyramide. Ich weiss, wenn du in der Lehre bist, dann kannst du das nicht mehr hören, weil das wird so viel mal erzählt. Aber ich finde, es tut das so mega gut beschreiben,
weil der Maslow hat eine Pyramide gemacht, um zu zeigen, hey, was sind so die lebensnotwendigen Bedürfnisse und was sind Bedürfnisse, die ein bisschen weniger stark sind. Und wir gehen von unten, vom Wichtigsten zum Unwichtigsten gegen oben. Der Maslow sagt nämlich, dass physiologische Bedürfnisse die wichtigsten Bedürfnisse sind, die ein Mensch hat. Also dazu gehört Essen, Trinken, Schlaf. Das leuchtet jetzt noch ein. Interessant finde ich dann, dass Sicherheitsbedürfnisse als zweites kommen. Also Wohnen, Einkommen, dass wir an einem Ort sind, wo wir wissen, hey, das ist mein Zuhause. Und soziale Bedürfnisse kommen eigentlich erst nachher, als dass wir Familie haben, Freunde, Partner, Kollegen, genau. Dann kommen die Individualbedürfnisse, das sind so Bedürfnisse nach Anerkennung, Freiheit, dass wir etwas gelten, dass wir eigenständig sind. Und dann erst ganz am Schluss kommt eigentlich so Selbstverwirklichung, also dass wir unser Potenzial entfalten, dass wir einen Lebenssinn haben, dass wir Hobbys haben, dass wir uns noch jemand engagieren. Und ich finde das schon noch spannend. Also das erste Mal, als ich das gehört habe ich das mega spannend gefunden, um wieso zu sehen, hey, in unserer heutigen Zeit wird so viel auf Individualbedürfnisse und Selbstverwirklichung gebaut. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, die wir haben, aus unserem Wohlstand heraus, dass wir uns so fest um diese Sachen herumdrehen. Und spannend finde ich, jeder Mensch, egal ob du Christ bist oder nicht, du lebst in diesem Spannungsfeld inne, dass du Bedürfnisse hast in deinem Leben. Etwas, was ich von uns allen weiss, ist, jeder von uns wird nach dem Gottesdienst Hunger haben und wird Freude haben, dass wir ein Bistro-Team haben, das für uns gekocht hat. Oder jeder von uns braucht Schlaf, aber auch ganz viele andere Bedürfnisse. Wir werden dann später noch ein bisschen darauf eingehen. Und die einen sind wichtiger und lebensnotwendiger als andere. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann hast du jetzt vielleicht auch bei dieser Pyramide gemerkt, hey, es gibt auch ganz oft in unserem Leben den Punkt, dass wir Bedürfnisse haben, die nicht erfüllt sind. Und wir möchten uns heute so die Frage stellen, am heutigen Morgen, wie können wir mit unerfüllten Bedürfnissen leben? Und wir lesen dazu einen mega spannenden, aber auch sehr herausfordernden Bibeltext. Und wichtig zu diesem Text ist zu wissen, wir sind ja in der Serie vom Korintherbrief. Der Autor, der das geschrieben hat, das ist der Paulus. Der Paulus selber war nie verheiratet und das auch aus mega starker Überzeugung heraus. Und er gibt heute Morgen einen persönlichen Rat weiter im 1. Korinther 7. Und das ist nicht so, dass das ein Gesetz von Gott war, so wie vielleicht die 10 Gebote, sondern er hat ihnen so eine persönliche Empfehlung weitergegeben. Aber ich glaube, dass so viel Weisheit da drin steckt und wir werden das zusammen heute so entpacken. Genau, wir lesen im 1. Korinther 7, 25 und folgende. Nun zu den jungen Frauen, die noch nicht verheiratet sind. Für sie habe ich kein Gebot des Herrn. Aber ich gebe euch einen Rat als jemand, dem Gott Einsichten geschenkt hat, denen ihr vertrauen könnt. Wegen der schweren Zeiten, die uns bevorstehen, halte ich es für das Beste, wenn ein Mensch unverheiratet bleibt. Wenn du eine Frau hast, dann löse die Ehe nicht auf. Glück gehabt. Wenn du keine Frau hast, dann heirate nicht. Solltest du aber doch heiraten, so ist das keine Sünde. Und auch wenn eine junge Frau heiratet, ist das keine Sünde. Allerdings würde ich euch gern die zusätzlichen Belastungen ersparen, die mit einer Ehe verbunden sind. Ja, das ist ein super Bibeltext, wenn man verheiratet ist. Eines ist sicher, liebe Brüder, die Zeit, die noch bleibt, ist kurz. Deshalb sollen die Männer ihre Ehe nicht zu ihrem wichtigsten Lebensinhalt machen. Da steht Männer, aber es ist auch Frauen gemeint. Weder Traurigkeit noch Freude oder Wohlstand sollen jemand davon abhalten, Gott mit allen Kräften zu dienen. Wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, sollte sie nutzen, ohne sich an sie zu binden. Denn die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Mega ein spannender, aber auch sehr ein komplexer Bibeltext.
Wir haben es schon oft in dieser Serie gehört. Ich möchte euch gleich noch einen kurzen Abriss geben oder euch das in Erinnerung rufen. Korinth, das war eine Handelsstadt im heutigen Griechenland an einer Meerenge. Und sie haben so, wie es der Alex auch schon in seiner Predigt erzählt hat, sie haben so den Slogan gehabt, hey, alles ist erlaubt. Sie haben die pure Freiheit gehabt, dort, wo sie waren, gerade auch im Sexuellen. Und sie sind in einem kulturellen Melting Pot gewesen, weil als Handelsstadt haben sie ganz viel Einflüsse gehabt von außen und sehr interkulturell prägt. Kurz gesagt, in Korinth hast du alles bekommen, was du hast wollen und was dein Herz begehrt hat. Und es ist durch den Handel eine sehr reiche Stadt gewesen, und darum sind sie wie so ein bisschen vertraut gewesen mit dem so Schauen und Selbstverwirklichung und Erfüllung von ihren Bedürfnissen. Und dann wird eine Kirche gegründet von Paulus in Korinth und die Menschen werden gläubig und bekommen ein neues Wertesystem durch das, dass sie an Gott anfangen zu glauben. Und früher ist es um sie und um ihre Herzenswünsche und ihre Bedürfnisse gegangen und jetzt bekommen sie plötzlich eine neue Ausrichtung über. Und ich finde das so spannend, wenn man den Korintherbrief liest, dass sehr viel von diesen Sachen, die sie damals bewegt haben, dass das in unserer Kultur auch noch sehr oft das Gleiche ist. Wie oft geht es in unserer heutigen Kultur darum, hey, was sagt dir dein Herz? Was brauchst du? Hey, schau darauf, dass es dir gut geht, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden in deiner Beziehung, in deinem Job und so weiter. Und wenn man es menschlich anschaut, dann klingt es auch mega normal und mega sinnvoll. Hey, wenn ich nicht zu mir schaue, wer macht es denn eigentlich sonst? Ich habe für euch heute Morgen so ein paar Gegenstände dabei, um das zu repräsentieren. Ein Bedürfnis, das viele Menschen haben, ist sicher Karriere. Da haben wir einen Laptop. Denn wer von uns kann durchs Leben gehen, ohne dass man sich nicht einmal etwas Gutes zum Essen gönnt? Darum habe ich da die besten Chips auf dem Markt dabei. Was habe ich noch? Genau aus meiner Geschichte von vorher wissen ihr, Spass sehr wichtig. Wir müssen schauen, dass es uns gut geht und wir auch ein bisschen Spass im Leben haben, sonst wird es langweilig. Denn ich verbringe mega gerne Zeit mit meinen Freunden und mit meinen Kollegen. Trinke dann auch mal ein Bier, natürlich alkoholfrei. Und dann ist auch ganz wichtig, ich habe das Bedürfnis nach einer Partnerschaft, nach Liebe oder, sind wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, Sex ist natürlich auch wichtig. Gerade mal schauen. So. Genau, was habe ich noch? Genau, wer von uns wünscht sich nicht ein Auto, wo man damit herumfahren kann, wo es uns gut geht, wo wir Spass haben am Fahren. Das ist jetzt nur ein kleiner Abriss, es gibt natürlich noch viel mehr Sachen. Aber es symbolisiert so ein bisschen, hey, wir Menschen, wir haben alle Wünsche, wir haben alle Verlangen nach Sachen und gewisse Sachen aus dem heraus können auch aus einem Mangel kommen. Also dass ich zum Beispiel sage, hey, bevor ich verheiratet war, hatte ich einen Mangel an meinem Bedürfnis nach sexueller Befriedigung gehabt. Oder, hey, bevor ich nicht einen richtig guten Job habe, erlebe ich einen Mangel. Ich will einen guten Job haben und etwas gelten. Und interessant finde ich, wenn wir das sehen und in Kontrast setzen mit dem, was der Paulus in dem Text schreibt. Weil der Paulus sagt in dem Text ganz klar, hey, ganz egal, ob du verheiratet bist, egal welchen Beziehungsstatus das du hast, das Ziel, das jeder Christ in seinem Leben hat, ist, dass wir für Gott leben. Unsere Ausrichtung soll nicht mehr auf unseren Bedürfnissen liegen, nicht gegen Bedürfnisse, weil wir alle haben sie ja, aber wir sollen ganz auf Gott ausgerichtet sein, weil wir durch Jesus ein neues Lebensgeschenk bekommen haben für eine Welt, die nicht vergeht. Der Paulus hat gesagt in dem Vers, hey, die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Aber wenn du Christ bist, glaubst du daran, dass wir nach dem Tod weiterleben werden mit Gott zusammen in Gemeinschaft im Himmel. Und ganz egal, welchen Beziehungsstatus du hast, ganz egal, aus welchem Hintergrund dass du kommst, ganz egal, welche finanziellen Möglichkeiten dass du hast, unsere Ausrichtung als Christ soll auf Gott sein. Und um das zu symbolisieren, haben wir so ein sensationelles Kreuz.
Genau. Und jetzt sehen wir, mit all unseren Bedürfnissen, die wir haben, kommt als Christ wie auch noch Jesus oder Gott ins Spiel. Und das heisst nicht, dass all unsere Bedürfnisse einfach weg sind. Nur weil ich Christ geworden bin, kann ich nicht jede Nacht durchmachen und muss nicht mehr schlafen. Nur weil ich Christ bin, habe ich nicht das Bedürfnis, nicht mehr zum einmal Spass im Leben zu haben oder zum einen coolen Job zu haben, der mir Freude macht. Aber egal welchen Beziehungsstatus das wir haben, der Paulus braucht das Bild vom Verheiratetsein. Auch wenn Ehe und eine Partnerschaft wunderschön ist, es soll als Christ nicht mehr der wichtigste Lebensinhalt von uns sein. Und das spricht einerseits zu all den Menschen, die verheiratet sind, verlobt oder in einer Beziehung, aber das spricht auch zu den Singles. Wenn dein Leben nur oder zu einem starken Teil von der Suche nach einem Partner geprägt ist oder nach der Erfüllung von deinen sexuellen Bedürfnissen, dann schiessen wir am Ziel vorbei. Was der Paulus uns sagen möchte, ist, hey, wir sollen für mehr leben als nur für unsere Bedürfnisse. Wie können wir das machen? Ich habe es schon gesagt, nur weil wir anfangen an Jesus zu glauben, nur weil wir gläubig werden, gehen unsere Bedürfnisse nicht einfach so weg. Aber was der Paulus uns aufzeigen möchte, ist, dass wir eine neue Perspektive bekommen. Wir bekommen eine andere Perspektive, als bevor wir gläubig geworden sind. Wir brauchen die Perspektive, um zu sagen, dass Gott alles ist, was wir zum Leben brauchen. Und mir ist schon klar, die physiologischen Bedürfnisse können wir auch trotz unserem Glauben nicht außer Acht lassen. Wir müssen weiterhin essen, wir müssen trinken, wir müssen schlafen. Aber das sind wirklich so die absoluten Grundbedürfnisse. Alles, was wir zum Leben brauchen, ist Jesus. Und das klingt mega radikal, aber es ist das, was die Bibel uns lehrt. Jesus, als er auf dieser Welt war, hat er gesagt, ich bin nicht ein guter Weg zum Leben, sondern er hat gesagt, ich bin das Leben. Also Jesus ist nicht einfach so ein schöner Zusatz, den wir in unserem Leben haben können, dass unser Leben ein bisschen besser ist, sondern Jesus ist das Leben. Und diese Perspektive hat der Paulus auch im Philipperbrief gehabt, wo er gesagt hat, hey, ich kann alles. Ich kann hungrig sein, ich kann satt sein, ich kann Mangel haben, ich kann Überfluss haben, weil ich weiss, dass Gott alles ist, was ich zum Leben brauche. Was heisst das konkret? Konkret heisst das, wenn wir unser Leben mit Jesus leben, bekommen wir eine neue Sicht, eine neue Perspektive auf unsere Bedürfnisse und auch auf unsere Sorgen und Nöte, die mit nicht erfüllten Bedürfnissen zusammenhängen. Früher ist es um mich gegangen, um meine Bedürfnisse, die ich Jesus noch nicht gekannt habe. Und jetzt kann ich ein Leben führen, so, als würde mir das Leben gar nicht gehören. Im Vers 30 und 31, ich möchte das nochmal vorlesen, steht, weder Traurigkeit noch Freude oder Wohlstand sollen jemanden davon abhalten, Gott mit allen Kräften zu dienen. Wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, sollte sie nutzen, ohne sich an sie zu binden, denn die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Und ich bin jetzt heute Morgen nicht da und stand da und sage, hey, ich habe das gecheckt. In meinem Leben geht es nur noch um Jesus und ich habe all meine Bedürfnisse im Griff. Sondern ich sehe so oft in meinem Leben auch, dass irgendwelche Bedürfnisse kommen und einen zu hohen Platz, einen zu hohen Stellenwert in meinem Leben anfangen einzunehmen. Und eine Frage, die wir uns in diesem Zusammenhang stellen können, ist, hey, gönnt mir Gott denn überhaupt noch gut? Wenn Gott sagt, er ist alles, was wir zum Leben brauchen, dann könnte man ja die Frage stellen, ja, gönnt er mir denn überhaupt noch, dass ich etwas Gutes habe? Und ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, es geht nicht darum, dass Gott uns nicht Erfüllung von unseren Bedürfnissen gönnt oder dass er uns es gönnt, wenn wir uns mal gut gehen lassen, wenn wir Zeit mit unseren Kollegen verbringen oder mit der Familie. Gott freut sich mit dir, wenn es dir gut geht. Gott freut sich mit dir, wenn du eine Beförderung bekommst an deiner Arbeitsstelle. Gott freut sich mit dir, wenn du einen schönen Abend hast, wo du mal ein Bier kannst trinken mit Freunden. Gott freut sich mit dir, wenn du einen Partner findest. Ich habe oft das Gefühl, wenn es uns gut geht, dann haben wir so das Gefühl, das ist Gottes Wirken in unserem Leben. Und wenn es dann mal schwierig wird, dann muss es gerade eine Anfechtung sein.
Der Paulus schreibt mega klar, hey, wir sollen die Sachen, die hier in der Welt sind, lernen nützen, ohne dass wir uns anfangen, an sie zu binden. Und egal wie es uns geht, egal wie unsere Umstände aussehen, wir sollen uns nicht davon abhalten lassen, unseren Fokus auf Jesus zu richten und Gott mit allen Kräften zu dienen. Wir sollen uns nicht so fest an sie binden, weil wir die Perspektive haben auf Jesus. Und es ist ganz wichtig auch zum Verstehen, in der Bibel, es gibt keinen Bibelvers, wo Gott uns die Erfüllung von all unseren Bedürfnissen verspricht. Es gibt keinen Bibelvers, wo du finden wirst, wo Gott sagt, hey, er wünscht sich, dass du alles, was du dir im Herzen wünschst, in Erfüllung kommt. Aber was er uns verspricht, ist, dass er mit uns ist. Was er uns verspricht, ist, dass er für dich sorgt. Was er uns verspricht, ist, dass er alles ist, was wir brauchen. Und ich verstehe es, in der Schweiz, muss man ehrlich sagen, tönt das vielleicht nicht ein bisschen realitätsfremd. Weil, sind wir ehrlich, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können Karriere machen, wir können uns ein cooles Leben aufbauen, wir können uns einen guten Job aufschaffen, dass wir viel Geld verdienen. Und ich glaube wirklich, eine der grossen Herausforderungen in diesem Thema ist, dass wir im postmodernen Westen leben, wo wir unbegrenzte Möglichkeiten haben gefühlt. Und für uns ist es viel schwieriger zu verstehen, wie wir mit unerfüllten Bedürfnissen umgehen können. Wenn du mit einem Christen in Nordkorea oder im Nahen Osten redest, der unter massiver Verfolgung lebt, der kann dir ganz andere Sachen erzählen, wie man mit unerfüllten Bedürfnissen lebt. Ich denke da zum Beispiel an den Tag Gottesdienst zurück, wo uns ja das auch gesagt worden ist. Keine Verfolgung ist schlimmer als Verfolgung. Es ist ja so, dass wenn du dein Leben hingibst, wenn du Jesus dein Leben anleihst, also du leihst es ja förmlich an, dann bedeutet das, dass das Leben, das du lebst, nicht mehr dein eigenes Leben ist. Auch da, der Alex hat das so stark in seiner Predigt gezeigt. Unser Leben und auch unsere Körper, sie gehören nicht mehr uns, sondern sie gehören Gott. Und in erster Linie kommt da gerade so unser Freiheitsdenken rein. Boah, das klingt mega fremdbestimmt, mega einschränkend. Aber wenn wir tiefer gehen, merken wir, hey, es ist es eigentlich gar nicht. Weil wir haben einen Gott, der für uns ist, der es gut mit uns meint. Ein Gott, der sich freut, wenn es uns gut geht. Und ein Gott, der mega nahe ist, gerade in Schwierigkeiten drin. Und ich glaube, wenn wir ein grosses Geheimnis heute Morgen entschlüsseln können für uns, dann ist es, wenn wir mehr verstehen, dass Gott unser Leben gehört und er für uns sorgt, dann führt uns das in die ultimative Freiheit hinein. Eine Freiheit, wo du dir selber mit der Erfüllung von deinen Bedürfnissen und mit deiner Selbstverwirklichung nie könntest erarbeiten. Es ist eben genau nicht Einschränkung, sondern im Gegenteil, wenn wir verstehen, wenn ich verstand, dass mein Leben komplett Gott gehört und dass er für mich sorgt, dann bewirkt das Freiheit von Sorgen und nicht, weil ich muss mich ja nicht mehr um das kümmern. Ich weiss, hey, Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, wo alles in seiner Hand hat, er sorgt für mich. Und es gibt mir einen neuen Fokus in meinem Leben. Ich muss mich nicht mehr um all meine Bedürfnisse kümmern, weil ich weiss, Gott sorgt für mich. Und er gönnt es mir, wenn es mir gut geht. Und wir müssen nicht irgendwie Verfolgung suchen oder schlechte Sachen, sondern Gott gönnt es mir, wenn es mir gut geht. Aber ich muss mich in erster Linie nicht um die Erfüllung meiner Bedürfnisse kümmern. Und mit dieser Perspektive können wir es dann auch lernen, mit unerfüllten Bedürfnissen zu leben. Es geht mir nicht mehr darum, dass ich ein krasses Auto fahren kann. Es geht mir nicht mehr darum, dass ich den Spass in meinem Leben immer suche. Und ganz extrem, wenn ich Single bin, kann ich mir sogar überlegen, ob ich auf einen Partner verzichten kann, um mein Leben ganz für Gott einzusetzen. Und das klingt mega krass, wenn man das so sagt. Aber wir leben für mehr als nur für diese Welt. Wenn du Christ bist, dann ist das ein Fingernagel
zum Vergleich, was nachher noch kommt. Wenn du ein wunderschönes Leben hier auf der Erde hast, es ist nicht mal ein Briefmärkchen von dem, was wir im Himmel mal erleben werden. Wir brauchen die Perspektive für die Ewigkeit. Hey, die Ewigkeit, das wird alles sprengen, was wir uns vorstellen können. Und was sind unsere 80, 90 Jahre da auf der Erde schon? Und eine weitere Frage, die man stellen könnte, ist der Paulus denn jetzt gegen Ehe? Ich möchte die letzten 5 Verse von dem Bibeltext noch lesen. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwerer. Er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seiner Frau gefallen kann. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann eine Frau, die nicht mehr verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker für den Herrn einsetzen als eine verheiratete Frau, die sich um ihre irdischen Verpflichtungen kümmern und darüber nachdenken muss, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Ich sage das, um euch zu helfen und nicht um euch zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Wenn ein Mann nun der Meinung ist, er sollte seine Verlobte besser heiraten, weil es ihm sonst schwerfällt, seine Leidenschaft zu kontrollieren und es kann nicht anders sein, so ist das gut und keine Sünde. Sie sollen heiraten. Wenn er jedoch innerlich fest entschlossen ist, nicht zu heiraten und es besteht keine Notwendigkeit und er beherrscht sein eigenes Verlangen, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Wer also heiratet, handelt gut und wer nicht heiratet, handelt besser. Ich liebe es, dass der Paulus einfach noch so Qualität reinbringt und so seine persönliche Meinung noch so anstellt. Hey, wer heiratet, handelt gut. Aber wenn du nicht heiratest, dann handelst du übrigens besser. Ist der Paulus gegen Ehe? Er greift in diesem Beispiel genau wieder den Gedanken auf mit dieser Perspektive. Hey, wir sollen eine neue Perspektive in unserem Leben haben. Dass wir für mehr leben, als nur das Leben, das wir hier auf der Erde haben. Was der Paulus uns hier sagen möchte, ist, hey, wenn du eine unteilte Hingabe für Gott haben möchtest, dann kann dich das vielleicht bedenken lassen, dass du nicht heiraten möchtest. Und es ist effektiv so, wenn du verheiratet bist, dann hast du nicht mehr die gleiche Freiheit wie vorher. Wir reden ja immer so vom goldenen Käfig. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber wenn du verheiratet bist, dann gehst du nicht nur deinem Job, der Kirche und deinen Hobbys nach, sondern ich als Ehemann überlege mir immer wieder, wie ich meiner Frau eine Freude machen kann. Und gerade letzten Mittwoch zum Beispiel haben wir Hochzeitstag gehabt. Wir sind 3 Jahre verheiratet. Danke vielmals. Wir sind noch voll in den Kinderschuhen von unserer Ehe. Aber ich weiss, meine Frau liebt Blumen. Also bin ich einen Blumenstrauß kaufen, ich habe ihr den heimgebracht, wir sind fein essen, haben das gefeiert miteinander. Und allgemein super, 3 Jahre Ehe, trotzdem ein bisschen ein Tipp. Es ist gut, wenn man nicht nur zu Hochzeitstag Blumen heimbringt, sie hat immer Freude daran. Dann, ja, genau. Dann gehe ich ins Fitness, dass ich gut aussehe für meine Frau, aber auch, dass ich gesund bin. Das macht sie übrigens auch. Meine Frau macht sich schön für mich. Sie kauft schöne Kleider, sie tut sich schminken, dass sie mir gefällt. Meine Frau räumt meine Socken auf, die ich in der Stube liegen lasse, amix. Ganz selten und sie dann vergessen. Es ist ein Fakt, dass wenn man verheiratet ist, dass unsere Gedanken nicht nur sich um Gott und Kirche und sein Reich drehen, sondern wir haben eine irdische Verpflichtung unserem Partner gegenüber. Und der Paulus sagt in einem anderen Brief auch, hey, es ist gut, dass ihr die Verpflichtung habt, euch um eure Frau dreht. Um euren Partner, nicht nur um die Frau. Und als Single hast du das nicht. Und du kannst viel mehr machen. Und das soll aber nicht ein Zwang sein, dass jetzt einfach alle Singles nicht mehr heiraten sollen. Aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist das zum Teil ein bisschen verloren gegangen. Und wir stellen das als Kirche sicher auch so an. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass es ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft ist. Es sind die Verheirateten und die in einer Beziehung sind. Und dann die anderen, das sind Singles. Und die sind wie in so einem Wartezimmer und warten darauf, bis sie endlich mal in die andere Liga aufsteigen können. Ich möchte dich als Single heute Morgen fragen, hast du dir die Frage wirklich mal gestellt, ob du diesen Deal eingehen möchtest und
dir wirklich, ein Stück weit willst du sagen, hey, ich gehe die irdische Verpflichtung im Wissen, dass ich nicht mehr unteilte Hingabe an Gott haben kann. Und ich möchte später auch noch darüber reden. Ich glaube, als Kirche ist es so wichtig, wir Menschen, die in einer Beziehung sind, die verheiratet sind, wir haben eine Verpflichtung gegenüber unseren Singles. In der Kirche, in der Ehe, genau. Auch wenn es den Anschein macht, der Paulus ist nicht gegen Ehe, er hält sie auch nicht für moralisch schlechter. Er gibt einfach seine persönliche Meinung weiter. Und wenn wir Paulus sein Leben anschauen in der Bibel, wenn es ein bisschen verfolgst in den Apostelgeschichten, in allen Briefen, dann denke ich mir manchmal, hey, was der für grossartige Sachen mit Gott erlebt hat, was der hat können tun. Ich glaube, er hätte seinen Dienst nicht im gleichen Maß können tun, wenn er verheiratet gewesen wäre. Und das ist ihm aber sicher auch nicht langweilig geworden. Zum nochmal den Vers 28 vorlesen. Solltest du aber doch heiraten, so ist das keine Sünde. Und wenn eine junge Frau heiratet, ist das keine Sünde. Allerdings würde ich euch gerne die zusätzlichen Belastungen ersparen, die mit einer Ehe verbunden sind. Genau. Über das haben wir schon geredet. Ich finde es so interessant, die Frage zu stellen, hey, wie können wir mit unerfüllten Bedürfnissen leben? Und ich glaube, ganz viele Menschen sind da und du kennst das aus deinem eigenen Leben. Ich kenne es auch aus meinem Leben. Es ist überhaupt nicht so, dass all meine Bedürfnisse erfüllt sind, nur weil ich verheiratet bin. Und ich möchte das einfach nochmal aufgreifen. Hey, wir leben für mehr als nur für uns. Wir leben für mehr als dafür, dass wir unsere Bedürfnisse hier auf der Erde erfüllen können. Und manchmal merke ich in meinem Leben, dass es Sachen gibt, die so kommen und immer grösser werden und den Platz Jesus streitig machen, wo er in meinem Leben eigentlich hat. Und ich möchte dich herausfordern, frag dich mal, geh nachher mal in dich oder stell Gott die Frage, hey, gibt es Sachen in meinem Leben, wo dir den Platz, wo dir den Stellenwert wegnehmen? Gibt es Bedürfnisse, die zu gross werden und dir den Platz streitig machen? Und wir haben ein ganz cooles Gebetsteam, das mit dir auch anhört und mit dir zusammen Sachen anschauen kann. Und gerade mit den unerfüllten Bedürfnissen, glaube ich, hey, so eine Perspektive zu haben, das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist nicht, du entscheidest dich heute am Morgen, ich habe jetzt die Perspektive und dann ist es für alle Zeiten geregelt. Ich glaube, das sind immer wieder die kleinen Entscheidungen. Immer wieder sagen, hey, Jesus, du hast den höchsten Platz in meinem Leben. Ich möchte dir vertrauen, dort, wo es schwierig ist, wenn es mir gut geht, in Krankheit, in Gesundheit, in allem. Und ich möchte uns als Kirche auch heute Morgen fragen, hey, lebe ich als Teil der Kirche die Gemeinschaft so, dass sich andere, wenn sie unerfüllte Bedürfnisse haben, sich wohlfühlen? Ich konnte ja letzte Woche nicht predigen, weil ich Magen-Darm-Grippe hatte. Wir waren wirklich am Durchsuchen. Und es hat mich so berührt, zu sehen, wie viele Leute mir geschrieben haben, wie viele Leute gefragt haben, ob sie etwas bringen können, wie viele Leute heute nachfragen, ob es mir wieder besser geht. Und ich habe einfach so gedacht, hey, das ist das, wie Kirche eigentlich sein soll. Und das soll nicht nur sein, wenn der Pastor krank ist und nicht predigen kann, sondern das wünsche ich mir für uns als Kirche, dass wir eine Familie sind. Dass wir eine Familie sind, wo man füreinander schaut, wo man füreinander einsteht. Und ich glaube, jeder von uns kann sich heute Morgen fragen, lebe ich als Teil der Kirche so, dass sich andere mit unerfüllten Bedürfnissen wohlfühlen können. Und es ist so, es gibt viele Menschen hier drinnen, die nicht verheiratet sind, die keinen Partner haben. Und wenn du nicht verheiratet bist, dann bringt das sicher auch ein gewisses Maß an Alleinsein mit sich. Und manchmal verschrecke ich, wie fest verheiratete Menschen anfangen, sich nur um sich und um ihre Partnerschaft zu drehen und vergessen, den Blick gegen aussen zu richten und zu sehen, es gibt noch so viele andere Menschen, die das eben nicht haben. Und es war nie gedacht, als Kirche, aber auch als Verheiratete, dass wir anfangen, uns um uns selber zu drehen. Es ist gut, dass wir investieren in unsere Partnerschaften. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind eine Familie. Und in der Familie schauen wir für alle und nicht nur für die, wo wir es gut können und wo wir es gerade gerne haben.
Es sollte Alltag sein bei uns als Kirche, dass wenn es Menschen nicht gut geht, dass wir sie unterstützen. Dass wenn Menschen traurig sind, dass wir ihnen beistehen. Und ich glaube, gerade auch bei alleinstehenden Singles oder auch anders geschlechtlich empfindenden Menschen, wir können ihnen so eine Würde geben und eine Gemeinschaft, die sie in nicht-christlichen Kreisen nicht finden. Und ich glaube, das ist das, was Jesus als Vision hatte, als er auf die Erde kam und Kirche gegründet hat. Es ist ein bisschen eine provokante Frage, aber was kann ich machen? Was ist mein Teil in dem? Wir wünschen uns eine Familie zu sein, aber wir können es uns nicht nur wünschen, sondern eine Familie zu sein, das zeigt sich drin, wenn wir auch so leben im Umgang mit unseren Mitmenschen. Drehe ich mich nur um mich, um meine Bedürfnisse oder um mich, um meine Partnerschaft? Oder habe ich die Perspektive, dass Jesus alles für mich ist, dass er für mich sorgt? Und wenn ich weiß, dass Jesus für mich sorgt, kann ich mich auch um andere kümmern. Und ich möchte die Predigt abschliessen, eigentlich genau mit dem Bild. Entscheiden wir uns neu als Kirche, unseren Fokus auf Jesus zu richten. Neu auf ihn zu schauen, neu ihm zu vertrauen. Dort, wo wir hässig sind, dort, wo es weh macht, dort, wo es schwierig ist. Aber auch in den guten Zeiten, dass wir nicht vergessen, das ist nicht, weil wir uns etwas aufgebaut haben, sondern das ist, weil wir einen Gott haben, der für uns sorgt. Jeden Tag neu. Ich würde gerne noch beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir für den Morgen und ich danke dir, ja Herr, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du uns kennst. Jesus, du bist auf dieser Erde gewesen und du hast all die Bedürfnisse auch erlebt. Es ist für dich nicht irgendwie eine Theorie, sondern du kennst es. Du kennst, wie es sich anfühlt, mit unerfüllten Bedürfnissen zu leben. Und Herr, hilf uns, dass wir eine Kirche werden dürfen, die einander aufbaut, die füreinander einsteht, die füreinander kämpft, die einander unterstützt in allem drin. Herr, wir sind deine Familie, wir sind dein Lieb und wir möchten das so leben. Und Herr, ich bitte dich, dass gerade für mich persönlich, aber auch für jeden Einzelnen, der da drin ist, dass wir neu sehen dürfen, was kann ich tun, wo darf ich den Blick weg von mir und meinen Bedürfnissen richten, auf dich und den Blick für andere haben. Und Vater, ich bete auch für ganz viele Menschen, die am Kämpfen sind mit unerfüllten Bedürfnissen, mit Einsamkeit, mit Wut, mit Traurigkeit. Danke, dass du da bist. Danke, dass du es siehst. Und danke, dass du uns nahe bist. Amen. Es gehört nur dir. Mit offenen Händen stehe ich vor dir. Lass alles los, du bist in meinen Ort. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund. Du bist und bleibst mein Zufluchtsort.
Jesus, du bist heilig. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Heiliger Gott, allmächtiger Gott, aber auch gnädiger Gott, barmherziger Gott, wunderbarer Vater, voller Güte. Danke dir von ganzem Herzen, Vater. Begegne du uns. Red du zu uns. Amen. Ihr dürft gerne einen Moment Platz nehmen. Ich möchte gerne 2 Aspekte von der Predigt von Bösi nochmal aufgreifen. Wir haben jetzt gerade gesungen, da ist mein Herz. Es ist ein Lied, das ich liebe. In diesem Lied kann man so sagen, Jesus, da, nimm, da ist mein Herz. Mit allem, was drin ist. Und ich glaube, der Heilige Geist hat in dieser Predigt und vielleicht auch schon in diesem Lied geredet. Und ich glaube, er hat den Finger auf Sachen gelegt in unserem Leben. Und er hat gesagt, schau mal, da ist ein Bereich, ich glaube, über den müssen wir mal reden. Und dann möchte ich einladen und sagen, bist du bereit, zu sagen, da ist mein Herz. Da ist mein Herz mit allem, was drinnen ist. Mit allen verrückten Prioritäten. Der Böse hat davon geredet, wie das Gamen irgendwann einen zu hohen Stellenwert hat eingenommen. Und so kann es uns mit ganz vielen Sachen gehen. Plötzlich wird Arbeit so wichtig, nimmt uns komplett ein, nimmt unsere Zeit, unsere Emotionen, alles ein und wir haben kaum mehr Zeit für anderes. Es kann uns mit der Familie so gehen, mit den Kindern, mit dem Partner. Es kann uns mit Hobbys gehen, die plötzlich einen hohen Stellenwert einnehmen. Und ich glaube, der Heilige Geist hat zu einzelnen geredet und gesagt, hey, bist du bereit, um deine Prioritäten wieder neu zu ordnen, dass ich wieder im Zentrum stehen darf. Und ich habe im Vorbereiten auch den Eindruck gehabt, dass der Heilige Geist eine
eine zweite Personengruppe ganz besonders möchte ansprechen. Und zwar hatte ich den Eindruck, dass es Menschen da hat, die eine riesige Wut im Herzen haben. Eine Wut auf Gott und die sich ungerecht behandelt fühlen. Menschen, die unerfüllte Bedürfnisse haben, die in gewissen Bereichen von ihrem Leben ein riesiges Loch haben und sagen, das tut weh, es schmerzt, ich leide darunter. Und Gott siehst es eigentlich nicht. Ist es dir eigentlich egal? Lachst du eigentlich über mich? Und du trägst das Gefühl von der Ungerechtigkeit und die Wut mit dir um und das macht dich innerlich kaputt. Und ich glaube, Gott möchte dir sagen, bring mir dein Herz. Bring die ungestillten Bedürfnisse. Bring das Gefühl von der Ungerechtigkeit. Ich sehe dich und ich verstehe dich. Und ich lasse dich nicht allein in dem Innen. Aber lass mich noch ins Zentrum sein. Lass los. Hör auf, dich um das Bedürfnis herumzudrehen. Hör auf, dich über das zu identifizieren, dass ich bin die Person XY mit dem und dem Loch im Herz. Das ist nicht deine Identität. Du bist ein Kind Gottes und Gott möchte dir begegnen. Gott möchte deine Bedürfnisse stillen. Er möchte dir Frieden schenken. Und er möchte dir Freiheit schenken. Und so möchte ich euch einladen, dass wir jetzt einen Moment einfach ruhig sind und dass du für dich selber einfach die ausstreckst nach Jesus. Du sagst, da ist mein Herz. Ich bin nicht stolz auf alles, was drinnen ist, aber ich bringe es dir, weil ich weiss, du Gott, du bist nicht überfordert damit, sondern du kommst klar damit und du kannst Neues machen. Lass diesen Moment ruhig sein. Vater, dein Wort sagt uns, dass du, die Bibel sagt, ein eifersüchtiger Gott bist. Das heisst, du möchtest unsere Liebe ungeteilt. Du möchtest den ersten Platz ungeteilt. Aber du bist auch ein barmherziger Gott und du hilfst uns in diesem Innen. Du bist ein gnädiger Gott und vergisst und heilst und füllst, schenkst Freiheit. Heiliger Geist, wirk du und red du. Begegne du Menschen. Du dein Werk. Danke dir von ganzem Herzen, dass du Gott voller Güte und voller Erbarmen bist und voller Liebe zu seinen Kindern. Amen. Der Ministry Corner ist offen. Bitte komm doch vorbei, wenn du mit jemandem zusammen möchtest beten, wenn du mit jemandem möchtest reden, wenn du Unterstützung brauchst. Nimm sie in Anspruch. Wir sind Familie, wir sind füreinander da. Große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, dir gebet die Ehre und Anbetung. Wir
du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder hier. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder hier. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder hier. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder hier. Denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, so groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Du bist groß. Halleluja. Unser Gott ist groß. Er ist wunderbar. Und er ist da. Und er will dir begegnen. Er hat alles für dich parat, was du brauchst. Lasst uns ihn doch einfach erheben. Ihm Danke sagen mit unseren eigenen Worten. Herr Jesus, groß bist du. Danke, Herr, dass du das Opfer verbracht hast. Dass du für uns gestorben bist. Dass du alles für uns hingegeben hast, Jesus. So wunderbar. So groß, Herr Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, so groß bist du, Herr. Wir kennen uns, Jesus. Wir stehen vor dir, wir leben dich. So groß bist du, so groß und mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder hier. Oh, mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder hier. Lasst uns das bekennen. Er ist da, er macht genau jetzt. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder hier.
Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul I captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. Jesus, wir sprechen deinen Namen aus über dem Limmatal und über diese ganze Region hier. Wir sprechen deinen Namen aus über all diese Menschen, die dich noch nicht kennen. Über all diese Menschen, die noch nicht wissen, dass du der Weg, die Antwort, der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Wir sprechen deinen Namen aus über diese Region, Jesus, und wir bitten dich um dein Wirken. Wir bitten dich, dass du Menschen zu dir ziehst. Wir bitten dich, Vater, um einen Aufbruch in dieser Region. Und wir bitten dich, dass du uns als Silbern Church einfach brauchst in diesem Innen. Vater, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns eine Leidenschaft und eine Liebe schenkst für die Menschen, die dich noch nicht kennen.
dass du uns hilfst zu sehen, dass sie dich brauchen, dass sie verloren gehen ohne dich. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns als Silbern Church wachrüttelst und dass du uns hilfst, dass wir in diesen Fußstapfen können laufen können, die du schon vorgespurt hast. Dass wir ein Segen dürfen sein, dass wir einen Unterschied dürfen machen, dass diese Region von dir besucht kann werden. Amen. Die dürfen gerne Platz nehmen. Ich bin immer wieder begeistert über das, was wir mit der Silbern Church haben. Wir haben so ein fantastisches Gebäude, viel Platz. Wir haben einen genialen Standort in einem der dichtest besiedelten Gebiete der Schweiz. Ein Ort, wo es Tausende von Menschen hat, die Jesus noch nicht kennen. Wir sind direkt neben dem Autobahnanschluss. Man kann morgen ins Auto steigen, daher fahren, zack, zack, man ist schon vor der Haustür. Wir haben genug Parkplätze ums Haus herum. So viele geniale Elemente, die einfach den Raum schaffen, dass Menschen dürfen kommen und Gott dürfen begegnen. Und ich freue mich über all das, was wir in den letzten Jahren schon tun dürfen, über den Unterschied, den wir machen können im Leben von Menschen, dass Menschen dürfen mit Jesus in Berührung kommen. Und ich wünsche mir, dass das noch viel, viel mehr geschehen darf. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du das Anliegen immer wieder auch im Gebet trägst, so wie ich jetzt gebetet habe, dass wir wirklich beten dafür, dass sich etwas bewegen darf in der Region, dass all die Stuhlreihen hier noch gefüllt werden, dass mehr Menschen mit Jesus dürfen in Berührung kommen. Und ja, weitere Möglichkeit, wie du das Anliegen einfach kannst teilen, dass wir als Kirche unseren Platz einnehmen können, damit wir unsere Arbeit tun können, ist auch ein Mittragen mit den Finanzen. Wir sind Familie, wir tragen miteinander den Familienbetrieb hier. Und ja, wenn du es auf dem Herzen hast, möchte ich dich einladen, dass du dich heute an der Kollekte beteiligen tust, sei es per Twin. Du siehst den QR-Code auf der Stuhllehne vor dir oder hinter mir eingeblendet. Du darfst auch gerne im Foyer einen Einzahlungsschein mitnehmen. Besteht auch die Möglichkeit, dass man einen Dauerauftrag einrichtet, natürlich. Und es wäre jetzt dann auch gerade Beutel durch die Reihe durchgegeben werden, wo du gerne Bargeldspende darfst reinlegen. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Einerseits in den Finanzen, aber andererseits auch im Gebet. Wir wollen einen Unterschied machen hier. Informationen für euch. Die Bibel vergleicht eine Kirche auch mit einem Körper. Das ist vielleicht ein Bild, das ihr schon gut kennt. Körper mit einem kleinen linken Zehen, mit dem rechten Ohr, mit den Haaren, mit dem Bauchnabel und allem, was irgendwie dazugehört. Das ist eine Kirche. Jedes Körperteil sieht anders aus, jedes Körperteil hat eine andere Funktion und jedes Körperteil hat auch andere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und ich finde das so ein herrliches Bild. Und wenn ich da in den Raum hineinschaue, dann muss ich sagen, es trifft zu. Jeder Einzelne sieht anders aus.
Und ich kenne nicht all eure Fähigkeiten und eure Fertigkeiten, aber ich bin überzeugt, dass da ganz, ganz viel Talent und Gaben herum sind. Und als Kirche, wie in einem Körper, braucht es all die verschiedenen Gaben, braucht es all die verschiedenen Talente, dass der Körper oder eben die Kirche funktionieren kann. Ich weiss nicht, ob ihr euch geachtet habt heute Morgen, wie viele Leute ihr heute schon gesehen habt, die irgendwo im Einsatz, sei das Band, sei das der Prediger, sei es Technikleute, sei es Leute, die draussen einem freundlich ansmilen und einem einen Kaffee rauslösen, sei es Leute, die mit den Kindern umziehen. So viele, die heute Morgen einfach schon mit ihren Gaben und mit ihren Talenten einen Unterschied machen. Und wir haben heute eine Roadshow, sagen wir dem, im Foyer aussen. Es hat dort Stände, wo wir ein bisschen vorstellen möchten, was es denn alles für Möglichkeiten gibt, wo man seine Gaben, wo man seine Talente einbringen kann. Und wenn du noch nie irgendwo Teil bist von einem Team, noch nie mit abhackst, möchte ich dich einladen, dass du mal vorbeigehst und dich ein bisschen erkundigst, was es alles für Möglichkeiten gibt. Weil das Coole ist, vielleicht kennt ihr es, wenn man an einen neuen Ort herzügelt, man kennt niemanden. Wenn du das erste Mal hier in die Kirche kommst, du kennst niemanden. Du hast keine Ahnung, wer das alles für Leute sind. Im Dorf, wenn wir in ein Dorf zügeln, würde ich sagen, geh unbedingt in einen Verein, am besten in die Feuerwehr oder in den Samariterverein, dann lernst du jemanden kennen. Hier möchte ich dir sagen, hey, bist unbedingt Teil von einem Team, du lernst Leute kennen. Und du darfst das, was Gott dir an Talent und Begabungen gegeben hat, darfst du einsetzen zum Wohl vom ganzen Körper, von der ganzen Familie. Und das Geniale ist, dass es für jeden etwas hat. Es hat die, die es lieben, mit Menschen unterwegs zu sein und möglichst viel Zeit zu verbringen mit ihnen. Es gibt etwas für die, die sagen, oh nein, ich will lieber ein bisschen um technische Sachen und organisatorische Sachen kümmern. Es hat etwas für die gerne vorne stehen, auf der Bühne. Und zum Beispiel Worship machen. Es hat aber auch etwas für die, die lieber ein bisschen im Hintergrund sind und unsichtbar sind. Darum geh unbedingt vorbei, rede die Leute dort an, stell deine Fragen und wird Teil von einem von unseren Team. Teil vom funktionierenden, zusammenschaffenden Teil von der Silbern Church. Dann möchte ich euch ein paar Informationen weitergeben zu der nächsten Woche. Eine weitere coole Möglichkeit, wie man so ein bisschen mehr connecten kann innerhalb der Silbern Church, wie man ein bisschen mehr Leute lernen kann, wie man auch verbindlicher unterwegs kann sein und das Familiengefühl kann erleben und pflegen, sind unsere Kleingruppen. Es gibt ganz viele Kleingruppen, solche, die sich am Abend treffen, solche, die sich tagsüber treffen, für die verschiedensten Bedürfnisse, effektiv. Und ich möchte dich einladen, wenn du noch nicht Teil von einer Kleingruppe bist, dann such dir eine Kleingruppe. Du darfst geradeaus zu dieser Tür rauslaufen zum Connect Desk. Dort helfen sie dir gerne, um eine Kleingruppe zu finden. Du kannst auch den QR-Code hier scannen und mal auf der Webseite ein bisschen schauen. Du mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, mit deiner Persönlichkeit bist eine Bereicherung für die Kleingruppe. Nächsten Freitag trifft sich das Unlocked, unsere Jugendgruppe, wieder zu einem Gottesdienst. Das ist sehr ein spannendes Thema, das sie sich dort vorgenommen haben. Passt ein bisschen zum heutigen Tag. Interessiert es Gott, wenn wir leiden? Wenn du also Jugendliche in deinem Umfeld hast, die noch nie im Unlocked waren, motiviere sie, mach den Fahrdienst und bring sie unbedingt am nächsten Freitag hier in die Silbern Church. Am Samstag starten rund 100 Leute in Toskana. Wir werden Silbern am Meer feiern. Wir werden den Sommer noch ein bisschen verlängern und miteinander eine schöne Zeit genießen. Das heisst, die Reihen hier werden ein bisschen weniger gefüllt sein, vermutlich nächsten Sonntag. Aber nichtsdestotrotz findet Gottesdienst statt. Also alle, die jetzt nicht an den Sandstrand können, die werden hier auch miteinander Gottesdienst feiern. Anschliessend am Gottesdienst ist die Ministry Lounge weiterhin offen, wo du gerne mit jemandem ein Gespräch suchen oder Gebete in Anspruch nehmen, dich segnen für die neue Woche. Wenn du zum ersten Mal hier bist, möchte ich dich auch einladen, dass du an Connect Desk kommst. Das ist ebenfalls hier, geradeaus, zur Tür aus. Es hat dort einen Connect Desk, wo es Leute hat, die dir deine Fragen zur Kirche beantworten, die noch ein Welcome Package haben für dich, mit einem Gutschein für das Mittagessen und ein paar Informationen über unsere Kirche. Und das Mittagessen ist noch das letzte Stichwort. Wie gewohnt gibt es in unserem Bistro wieder ein feines Mittagessen. Ihr seht, ein paar Städtchen mit Gemüsemischung. Nutzt doch Zeit, um noch ein bisschen Familienfeeling zu geniessen, um noch ein bisschen miteinander Zeit zu verbringen, miteinander austauschen und das sagen sie füreinander. Ganz einen schönen Sonntag.